Ekran! Ekranen jevlich ab, aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en vandaag heb ik hier met mij mijn vrouw Heidi. Dankzij Heidi dat u erbij bent. Dankzij voor de aanlouding. Ja, we horen deze week we maken een reis. Heidi en familie weer van Brazilië komen ons bezoeken. En we maken een reis met hen top. En we zagen zeer smakke dingen. Plus hier in Bolivie, dat we niet een lange reis, een korte reis. En we horen veel interessante te zijn. En daarvan wil we nog meer vertellen. En over dat ganze Thema, wat we vandaag over reden willen, dat handelt zich alle van Wartelen. Er wo we Wartelen aanslaan. Dat gaat in die richting ongeveer. Zo, dankzij Heidi dat je erbij zijn. Over eier wie wiedergaan. Waar we eerst dat programma hier, dat Vota voor die Waai. Hier is dat Vota voor die Waai. Wat gaat het, mijn lieve vriend? Wer is die grond? Wo schlägst du deine Wartelen an? In 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, dass keiner kann einen anderen Grund leihen, als der geleicht ist. Das ist Jesus Christus. So der Grund von alles, was wir als Christen sind, ist Jesus Christus. Du hast kein anderer Grund. So wohnt es dein Grund, was du hast. Hast du wirklich Jesus Christus als dein Grund? Oder hast du irgendeine Person aus dem Grund? Hier in diesem Bibeltext sagt er, sagt in 1. Korinther redet davon, dass einige Menschen eine andere Person aus ihrem Grund haben. Sie bauen auf eine andere Person. Als Christen haben wir bloß eine Stelle, auf was wir bauen können. Wir können bloß auf Jesus Christus bauen. Er ist das Fundament. Er ist, wenn du ein Haus baust, dann brauchst du ein Fundament, dann brauchst du einen Grund, worauf du baust. Wenn du ein Haus baust und du hast eine Steine, oder du hast von Zement, was du baust, oder du hast Deib gegraben und das ist Deib geplant, das Haus, das werden wir sagen, das hat was fastet in sich. Dort ist ein Haus, was stehen bleiben kann. Und kriegst du erst in unserem Christenleben. Wir brauchen einen Grund. Wir können nicht bloß von sagen, dass wenn du irgendein Prediger kommst, und alles, was der Prediger sagt, dat so kriegt, weil ich alles tun. Nicht, dass ich nu sagen, damit, dass wir Prediger selber verachten. Nee, das geht nicht darum. Das geht darum, dass wir nur checken, was Jesus sagt. Und wenn wir weiter wollen, was Jesus sagt, dann müssen wir immer trägen nach der Bibel kommen, in der Bibel studieren und lernen, was er sagt, und dort als uns Grund merken. Wir können gehen und hören oder Kirche und Predigt hören. Das ist sehr reich so. Aber das kann nicht ans Grund sein. Jesus Christus ist der Grund. Und das ist jede Person, die nach Jesus kommen und als Grund sehen. Auch der Prediger, der am Sonntag Vormittag predigt, der muss auch jedes Mal kommen und Jesus Christus und Frau wohnt ist der Grund. Das können wir durch Gebet erlangen, durch das Wort Gottes studieren. Und wenn wir einen festen Grund haben, dort haben wir was machen, wo wir bauen. Dort haben wir mit Geld und mit selber bauen, sagt das in der einen Vers wieder hingeran. So das ist hier in 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, dass Jesus Christus ist unser Grund. So möchte ich dir auch merken, hab Jesus aus dem Grund und du wirst ein festes Haus bauen können. Und das Haus, was du baust, das ist dein Leben. Dein Leben ist, was du bauen ist. So, wir gehen nun wieder. Wir haben gehört, dass wir einen festen Grund auf Jesus bauen können. Wir brauchen ein Fundament, was Jesus ist. Wir kennen, das sind die einzigen Steine, worauf wir bauen können. Und ihr schaut, wie am Anfang gesagt, wir wollen von Wartelen von der noch reden. Wenn er dort noch kommen wird. Ich glaube, das ist nicht. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Und wir haben eine Reise gemacht. Wenn da Heidi Kossi uns vielleicht vertellen, was unsere Reise diese Weg wird. Wir fuhren diese Weg nach San Javier, das ist hier in Bolivien. Das ist 2 Stunden auf von uns. Mit einem guten Weg. Und dann fuhren wir immer noch 2 Stunden irgendwann
nennen, noch heute Wohtatschwale, da wo wir mit meiner Familie haben, die wir von Brasilien gekommen. Und als wir auch noch mal groß auf den Erdweg abfuhren, dat wir 40 Kilometer die wir dann anfuhren, dann sagen wir ganz große Palmenbäume. Sehr viel. En die hadden wat ik nog eerst niemals gezien had. Dat is als een krankheid of dat is een andere soort boom oder een gewas, die zich aan deze palmen vastmaken en die maakt die palm met de tijd ganz dood. En van die soort zeggen we zeer veel. En ons valt het voets op. En dort beter gaat en zegt, wijs me, wat kan ik durch dit leren? Wings wat laat Gott het toe dat de natuur, dat een boom den anderen dood maakt. En we hebben veel zaken die Gott ons wijst durch deze boom. Ja, dat weer interessant te zijn, zoals Heidi dat zei. Dat, ik heb mal van je hier dat je vielleicht wanneer een veld komt en vielleicht van een andere stad zo'n plant, dat zo het gevreten heeft en die komt dan op deze boom en schiet dan ab, so dann fangt du gleich an zu wachsen. So wird halt mal von hier. Ich sehe nu auch nicht, dass ich viel von so was weit. Dort ist einzelne dort ein Map verreten. Ich weiß nicht, krieg, was das heute ist, aber dort ist ein Baum oder eine Plant, was ab ein anderer Plant wachsen das. Und dort sagst du, wenn die sich am Arm mit am den Palmbaum. Die hält sich ran und hält sich fast. En dan zagen we van alle. Eentje wat nog wel clean weer, maar dan zagen we ook zo'n. Dat we ook zo'n oort als wanneer die worden afgewarkt. Ja. Zo langzaam met de tijd hangen deze wartelen zich zo aan deze boom, dat die boom irgendwann sterven moet. En we horen die ook een hele tijd voor. Dus ik vang aan nu te denken, wat gaat mij zeggen willen. Dat eerste wat ik kwam, dat we dat in onze leven als Christen, wel we veelmaal ook een matje was zijn. Wanneer er irgendwo een sterke boom of een sterke palmboom staat, waarom zei wanneer we zijn dat dit is boom, wanneer we zeggen dat is een Christ, is vast aangeworteld, een gouden eerd, die heeft een gouden fundament, als we hier ook zeggen. Dan zeggen we, oh, ik wil ook plus door met leven, ik wil me aan deze. Dat is ook veel einfacher, ja. Wenn wir nicht selbst mit kämpfen, wenn wir bloß mit gehen oder wenn wir die Geschichte vertellen, was jemand einmal erlebt hat. Aber das ist auf dem selben Weg ist es so traurig, wenn wir nichts selbst erleben und dass wir immer bloß mit vertellen, was andere Menschen mit Gott leben. Viele Menschen, die wollen sich bloß an anderen festhalten. Sie wollen nicht wirklich selbst allein festgewurzelt sein in Jesus. Oder sie wollen einfach nicht an Gott holen, sondern bloß auf Menschen. Und dort kann sehr gefährlich sein. Das ist gefährlich, wenn die Enttäuschung, wenn man sich an Menschen klammert, der ist sehr groß. Wie sollen lieber dann auf Gott, uns an Gott klammern, wenn Gott macht alles richtig und alles auch zu seiner Zeit und das immer gut ist, Gott hat das. Wenn wir das auch nicht verstehen, aber wir kommen viel wieder, wenn wir an Gott uns klammern und nicht an Menschen. Wir brauchen Menschen, ja, das ist nötig, dass wir manche Menschen sind, aber dass wir uns an Gott, dass unsere Werte ab Gott sind. So, und das Zweite, was wir dadurch lernen können, ist, dass wir selbst auch nicht lassen, dass Menschen sich an uns klammern. Dass wir Mut machen, dass Menschen selbst die Bibel lesen, selbst waschen und selbst Sünde bekennen. Ja, besonders für mich, oder für uns, wir sind Jugendlehrer und wir predigen und es steht dann, weil Menschen einmal es ist leichter, wenn sie sich bloß an uns halten können. Aber wir sind keine perfekten Menschen, wir machen Fehler. Und das heißt, ihr seht, dann wurde sich irgendwann vielleicht sehr an uns enttäuschen. Und die andere Sache ist, wenn wir dort lassen, dass Menschen sich an uns hängen und dass sie uns sagen, alles, was Eduard sagt, dort gleich weg. Oder alles, dass sie bloß auf mich bühen. Dann irgendwann wird es passieren, dass ich durch ankomme. Dann wurde sie sich so sehr an mich klammern, dass ich euch mehr Love habe, dass ich euch mehr leben kann. Und alles, was ich aus der Erde hole, wenn man sagt, alles, wenn ich meine Werte in Jesus eingeschlagen habe, und alles, was ich dort hole, das mache ich bloß für die anderen, die an mich mitleben, für dem geben.
Das Dritte, was wir von das leren kennen, ist, dass wir nicht bloß einmal von Lauf leben. Diese Pflanze wird sich an eine andere Pflanze festhalten. Die leben von der Pflanze auf. Und das Zweite, von was die aufleben, ist von der Lauf. Wenn man sagt, von der Fähigkeit, die in der Lauf ist, oder wenn der Stoff vorbeikommt und vielleicht nur Hoffnung für die Pflanze mitbringen, die leben sich bloß von dort auf, was alle in der Lauf ist. Das wird so ein Leben sein, dass man immer wieder mal zu einem Camp fährt oder man gleich auch mal an ein Konzert oder ein Konzert an eine Church ist oder so. Immer bloß so, wenn das nicht deep wird. Das ist aber nicht gesagt, dass wie gehen selbst nur Campamentos und Konzertos und so. Das sind alles sehr feine Sachen, aber das kann nicht ans Grund sein. Du sollst uns nicht falsch verstehen. Aber das sind Sachen, das ist eine feine Kirche oder feine Jugendstand. Eine feine Jugendstand. Viele Sachen, was sehr feine Sachen sind, aber das erst durch, dass wir Wasser kennen, aber das ist nicht ans Grund. Und wenn wir uns bloß von allem von du am besten was ernähren und niemals wirklich trinken nur die Bibel gehen, niemals selbst im Gebet gehen. Und das ist was viele Personen wollen. Die wollen immer haben, dass ein anderer soll für ihn beten. Das sind feine Sachen, die, wenn du in Christenleben für das und deine Werte in Jesus hast, das kann dir helfen. Aber wenn du bloß von dort aufleben lässt, dann ist das bloß Lauf. Und das wird dich nicht sehr weit bringen. So, und was ist der vierte Punkt? Nou en de vierde punt, dat krijgt dat we onze Wartel zullen in Jesus nennen. Dat we niet zullen op mensen zitten oder op mensen buhen, sondern wenn wir buhen, wenn wir Wartel schlone für uns Baum, die soll dann bei Jesus sein. Jesus ist der Einzige, der uns das ewige Leben geben kann. Wenn wir wollen ewig sein, dann müssen wir dadurch, dass wir Jesus als Grund nehmen. En wenn onze Wartel worden in Arm geschlagen zijn, dan waar we ook Leuven kennen, dan waar we Geduld kennen haben, dan waar we met Jesus taub kunnen. En wens hij is de Weg en de Wahrheit en dat Leben, en hij is hij wat ons werkelijk het leven geeft, dan we in Arm onze Wartel binnen hebben. Ja, und was ich noch sagen, wir sind auf keinen Fall jene Person oder ein Prediger. Also das ist nicht, was wir hier versuchen zu sagen, dass wir nur jene Personen sind. Wir brauchen alle einen Prediger, wir brauchen alle einen Evangelist, wir brauchen alle Personen um uns, die uns helfen zu wachsen. Der Unterschied ist bloß, wir können nicht die Person aus uns Grund brauchen. Wir können die Person nicht brauchen, um unsere Werte zu nennen. Die Werte können wir bloß in Jesus nennen. Und das kann auch nicht Zeug sein. Dass viele Menschen glauben, dass bloß die eine Sache Zeug, bloß die kann im Himmel kommen. Und so fänge ich das nicht in der Bibel. In der Bibel ist das nicht, du nur wohne Zeug du Jesus, dass du das ewige Leben hast, sondern dass du nur Jesus Jesus, oder nicht. Das ist nicht das Wichtigste, nur wohne Zeug du Jesus, sondern das eine wohne Person das Jesus. Das Wichtigste ist, dass du nur Jesus Jesus. So, Frau in dein Leben, ist Jesus dein Fundament? Ist Jesus wirklich die Person, wo du deine Werte anschlagen lässt? Er ist für dich gestorben, er hat es abgestoßen, er hat alles betont. Und Gott hat uns seinen Heiligen Jesus geschenkt. Die Macht, wenn wir die von der ersten Tag annehmen, dann ist er bei uns und wir können mit dieser Macht leben. Wir können nie ein Leben haben, ein verändertes Leben. Und durch diese Macht können große Dinge in unserem Leben passieren. So, heute ich möchte die Mut merken, bau auf Jesus. Bau ein Haus, nicht auf Sand, sondern auf Stein, auf Jesus, auf den wahren Wert. Jesus ist der wahre Weg, das heißt hier erzählt. Jesus ist die Erlösung. Er ist für dich gestorben, er hat alles betont. Und er hat den Heiligen Jesus geschenkt, damit wir mit durch Macht mit am Leben können. So, wir möchten die Mut merken heute in Eck, die Gott sehen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst, oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran
@gmail.com.